Den erste Versuch ging schief. Dann hat Familie Strelzig an Wetzel während 6 Wochen einen neuen Ballon gebot, das dann minutiöser handarbeitet. Ihr Ziel aus der DDR vom Osten an den Westen zu flüchten, an das mit einem selber gebauten Ballon. Und dafür erklärte Mr. Science als das Woche, für was es überhaupt möglich ist, für mit warmer Luft zu fliegen. Warme Luft, die steigt nämlich nur oben, weil sie mir leicht ist. Wenn wir das warme Luft an einer Tut abhängen, das dauert ein bisschen, aber wenn die Luft am Ballon warm genug ist, dann kann diese fliegen. Den Don ist fort. Mir nicht schlimm. Wenn die Luft aufkillt, dann könnt ihr nicht rauf. Wenn wir das ganz am Großen machen, dann können wir sogar Leute transportieren. Und das kennt ihr ja von den Heißluftballonen. Genau das war den 16. September 1979 die Idee von den 2 Ostfamilien. 20 Kilometer vor der Mauer sind sie zu 8, 4 Erwachsene und 4 Kinder, an ihre selber gebauten Ballon geklommen und alles zurückgelassen, für an die Freiheit zu flüchten. Um 20 vor 3 Matzen an der Nacht heben sie auf und kommen auf eine Höhe von 2600 Meter. Nur 28 Minuten geht ihnen der Butangas aus, und von da uns geht es nicht mehr nach Birchow. Wie ist dann zu erklären, dass das Ballon fliegen, obwohl du keine warme Luft dran hast? Na ja, ganz einfach. An diesem Ballon ist Helium dran, und Helium ist 6-mal mehr leicht wie Luft. Und dadurch kann der Ballon fliegen. Wir können dann auch noch Menschen heimlich fliegen. Das probieren wir schon in einem Experiment. Voilà, hier mein Freiwilligen für den Testflug. Den ist ein bisschen mehr leicht wie ein normaler Mensch, aber wenn wir den weihen, dann können wir auf einen normalen Mensch umrechnen. Das Pop, die wiegt 400 Gramm. Und 400 Gramm ist ungefähr 200 Mal mehr wie ich weihen. Da gucken wir, wie viel Ballon wir für das Pop brauchen, und dann können wir ja nur berechnen, wie viel wir für einen normalen Mensch brauchen. Und dafür brauchen wir viel Helium und ganz große Luftballonen. Hoffentlich geht nicht durch, sonst sind wir den Mr. Science los. So, der Ballon ist abgeblasen, und der Pop ist schon angestreckt, und dann gucken wir mal, ob ein Ballon durchgeht, für als Pop mitzuholen. Als 2 Familien hatten auch just ein Ballon von 28 Meter hoch und 20 Meter breit. Den ist durchgegangen für zu fliegen, aber wie es bis Birch aufgegangen ist, wussten sie nicht, wo sie landen gehen. Glück war auf ihrer Seite, sie hatten nicht gepackt. Sie sind am Westen gelandet und gingen damit an die Geschichte an. Sie hatten nicht fertig gebracht, die Stasi auszutricksen. Ein Ballon geht also durch, für den Pop mitzuholen. Wie dadurch 200 Mal mehr schwer sind wie der Pop, brauche ich also ungefähr 200 Ballonen. Da gehe ich mal 4 bereden. Macht auch noch viel Spaß beim Ablosen.